Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag leef Lückschot zu Hus und unterwegs. Schön, dass du da seid. Ja, het letzt hatten wir eine Podklav über die Queen, die gestorben war. Wir haben dort viele Kommentare gekriegt, ab und an auch die Frage, wollt ihr nicht in so eine Podklav über den Krieg machen? Das ist ja eine jode Frage und wir haben auch selbst viel drüber nachgedacht. Ja, ich habe ja eine andere Folie vom Krieg erzählt, vom letzten Krieg, also von 1939 bis 1945, was ich im Krieg und nach dem Krieg in Köln erlebt habe. Meinst du eigentlich, dass man das vergleichen kann von damals und von dem Krieg, der jetzt im Moment läuft? Vergleichen, ja und nein. Ja, so viel Leid, dass man seine Partner auf Mann, auf Freund, Vater, Bruder im Krieg verliert. Oder das ist ein großer Unterschied, ob man nur sich verabschieden tät, Tschüss sagen tät, für ob eine Geschäftsreise zu gehen. Aber im Krieg, man sagt Tschüss und weiß ja nicht, gut mal wieder auf nicht. Ich meine, Tschüss, das fällt mir jetzt so spontan in. Adieu zu Gott, heißt es ja wörtlich. Da läuft einem wieder kalt über den Rücken. Ja, das Leid, man sieht ja auch in den Nachrichten, wie sich die Familie da verabschiedet, ist ganz schrecklich. Und dann, was sie kaputt machen, das war früher so, das ist jetzt auch so. Ja, die Häuser gehen kaputt, Innenrichtungen kaputt, Andenken gehen kaputt. Also wenn ich das jetzt hier erzähle, kommt die Erinnerung direkt wieder. Ich habe das ja erlebt, wie man weiß, ich war 9 Jahre wieder Krieg anfing und 15, wie ich am Ende war. Was man all verloren hat als Kind. Und wenn es nur ein Schoko-Dingens war, das war jetzt harmloses. Einfach, man kam retour. Das Haus stund nicht mehr. Oder es stund an der Hauswand, an einem Jivel geschrieben, Vater tut, Mutter tut, hübsche, espedatant, gekommen in der Eifel irgendwo. Und das war in Köln ganz besonders krass, besonders die Innenstadt von Köln. Ich habe es auch vom Verzelle gehört, dass man das Leben gerettet hat und die Blute, die man am Lief hat und sonst auch wirklich ja nichts. Also ich stelle es mir ganz schrecklich für jede Nacht in der Bunker oder in der Keller. Wir haben es ja auch in der Öjelskes gesehen, die Leute, die Monde in der U-Bahn gelebt haben, gewohnt haben, kann man ja nicht sagen, mit nix oder wenig zu essen und zu trinken und keine Heizung und keine Hygiene. Man konnte sich nicht wäschen und die Blute nicht wäschen. Also das ist wirklich schlimm. Ich bin froh, dass die es nicht erlebt haben. Aber was man davon hören kann, ist ja schlimm genug. Und dann die Frage, wem kann man überhaupt noch glauben? Was erzählen die Leute, was stimmt davon und was stimmt überhaupt nicht? Und sind die Verwandte und die Freunde, sind die noch da oder sind die alt tot? Ganz oft wird ja über eine ganz lange Zeit wirklich ungewiss. Du hast evans gesagt, ja und nee. Das heißt, ganz viel ist Licht, das große Leid, dass es einem bald im Hals stechen bleibt, wenn man drüber spricht. Aber es gibt auch Unterschiede. Ja, das kann man so sagen. Es tut machen, es ist einfacher geworden. Du merkst mir Zynismus in der Stimme. Die Technik, die macht es möglich. Drohnen, also unpersönliche Dinge, die man ganz punktgenau auf Häuser, Krankenhäuser, Scholle und Elektrizitätswerke schießen kann. Und das ist ein großer Unterschied. Und ja, vielleicht jetzt Positives.
vielleicht auch nicht. Die Globalisierung, das ist auch so ein Stichwort. Ja, aber das ist doch nicht positiv. Nee. In dem Zusammenhang jedenfalls. Früher, da war der Krieg irgendwo, also man hätte davon gehört, vielleicht politisch interessierte Menschen, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gab. Aber heute ist das klar, der Putin mit der Krieg, die EU mit den Sanktionen, es gibt die Energiekrise, die Heizung wird reduziert, es wird der Diskurs gemacht auf der Lücke in der Badebütt oder in der Dusche und der Lichter am Weihnachtsmarkt aus. Also auch wer sich für Politik und so jetzt überhaupt nicht interessiert, der kriegt das auf einmal mit, weil alles ganz miteinander verflochten ist und das hätte man früher so nicht gehabt. Ja, das ist richtig. Mit dem Positiven meinte ich auch nur, der Putin kann sich mit seinen grausamen Dingen nicht verstechen. Es ist weltweit bekannt, was der für unsagbar, ich glaube, das ist ein richtiges Wort. Man kann es wirklich nicht mehr ausdrücken, was der für Elend in der Welt bringt. Das ist ja auch bekannt das ist wieder so ein Stichwort durch die Digitalisierung. Du meinst mit der Handys und Tablets und Laptops oder wie der ganze Kram heißt? Ja, das auch, aber auch die Art und Weise, wie Nachrichten in der Welt gesetzt werden. Vielleicht ist es ja alles fake und vielleicht aber auch nicht. Es geht aber Millionen von Menschen treffen durch die Telegram und Twitter und was man all hat. Und die können ja auch zusätzlich Accounts einrichten, da jede 1000 Leute, die ja nicht in echt steht und die schreiben dann irgendjet und der Einfluss davon, der ist ja riesig groß, ob der Wahlkampf in Amerika, ob unsere Partei und sonst jetzt. Das ja wird früher nicht. Ja, das ist wahr. In den Nachrichten, im Internet, Tagesschau und sonst etc. immer wieder wird gesagt, dass es sich nicht überprüfen lässt. Ist klar, wieder der Feind will dem anderen Feind, ich nenne jetzt keinen Namen, nicht die ganze Wahrheit sagen. Wie viel haben sie schon Dude gehabt? Die vom Gegner, die werden erhöht und die eigenen werden jetzt klein gehalten. Damit der Gegner nicht meint, sie wären jetzt am Eng, weil sie keine Soldaten mehr haben. Es ist ja trotzdem gut, wenn man ein Handy hat oder sonst wie an der Nachrichten guckt. In manchen Ländern kommen die Leute ja nicht mehr dran und leben dann wirklich in am Mond und kriegen ja nichts mehr mit. Also, es ist wirklich schlimm. Lief Lükscher, was kann man machen in so einem Podcast? Nur zu sagen, dass der Krieg schlimm ist, das ist ja nicht viel, da sind wir uns all einig und jetzt eine Podcast zu machen und nur aufzulenken, ein paar Witze zu erzählen, das geht auch nicht. Also, was machen wir? Ja, also Caroline und ich haben also Texte rausgesucht, die persönlich sind, persönliche Schicksale, die über den Krieg geschrieben haben, Autoren, Kölsch-Autoren, versteht sich das immer bei, die über den Krieg geschrieben haben, über jetzt Schönes zu schreiben, über den Leben, über die Jänern und weiß ich, über Sommer, Winter, Herbst, das ist leicht. Aber Gefühle, Verzweiflung, Ohnmacht und so wieder auszudrücken, das ist verdammt schwer. Aber die Lücke, die meine Kölsch war nur jetzt für fast laufend, denn wollen wir jetzt doch zeigen, dass das nicht möglich ist, dass man ob Kölsch auch richtig kriechen kann und betrübt sein kann und ja. Was man dafür lesen will, ist auf jeden Fall echt. Und vielleicht ist das dass man dann völlig in dem versinken date, wo man sonst auf Hudisch die Sprachlosigkeit verseht, ist das vielleicht doch ein Hilfe, wenn man nicht ganz verstummen date. Der erste Text, den wir gefunden haben, der ganz allgemein jetzt sagt, der Krieg, ist vom Richard Griesbach. Der Richard Griesbach, geboren 1928 in Köln, gestorben im Juli 2000 in Köln, war lange Jahre erfolgreicher Bass vom Altermarkt-Spielkreis. Der hat sich auch Gedanken über den Krieg gemacht. Er hätte Rühmchen geschrieben mit dem Titel
Krieg dem Krieg. Krieg im halbe, volle Dutzend. Krieg am Euphrat, Tigris, Don. Krieg, nur Krieg und keine Nutzen. Menschenglück mustern verjonnen. Krieg ein Dutzender von Jahren, drin die Menschheit malträtiert, Hass und Elend wird geboren und uns Welt läuft ganz verkehrt. Krieg dem Krieg, wir sind der Jähe, dat er sich so wiederfriss. Einmal sollt doch Friede werden, einmal Friede, ganz gewiss. Komm doch Friede, Stund Stund, und die Menschheit wird gesund. Ja, Krieg dem Krieg, das ist so ein bisschen wie so ein Slogan, wie ein Motto. Es ist natürlich ein Problem, weil wenn man der Krieg dem Krieg hinter drin schickt, kann man wieder Krieg. Das ist ja, was man eigentlich ja nicht möchte. Ich weiß nicht, ob der Richard Griesbach das gewusst hat. Der Kurt Tucholsky hat dieselbe Überschrift, Krieg dem Kriege, auch geschrieben. Der hat das nicht auf Kölsch natürlich gemacht, aber ich finde, was der gemacht hat, echt eindrucksvoll. Und da möchte ich euch doch gerne ein paar Reihen von vorlesen. Ich habe es dann dafür in das Kölsche übertragen. Da heißt es, sie suchen die Kameraden fallen. Das war ein Schicksal bei Benöks alle. Verwundung, Qual wie dir und Dut. Ne kleine Fleck, schmutzig ruht, und man droch sie fort und buddelt sie in. Wer weet wal der Nöchste sin? Und dann jedet Wigger und am Eng heischet, du sollst nicht töten, det einer sare. Und de Minsche du net höre und de Minsche du klare. Weet dat niemals anders werde, Krieg dem Krieg und Friede ob Erde. Beim Richard Griesbach haben wir eine Stelle gefunden, die ist so richtig aktuell, weil sie das Thema Ost und West abgeriefen hat. In dem römischen Wild ob Friede vom Richard Griesbach heißt es in dem Gedicht, ich trage 2 Strophen davon für. Wie kann man dann auch schießen? Sieht man da Menschen stehen und Menschenblut verjesen? Haben wir so viel davon? Und sind wir auch im Westen der Sonne als die verstanden. Es können Ost und Westen doch nie allein bestehen. Dann, wann der Sonne von Osten nach West ihr Bahnen trägt, schinkt sie in West und Osten ob alle Menschen gleich. Das könnte Richard Griesbach hück geschrieben haben. Es ist echt aktuell. Und genauso aktuell sind die Sachen, die der Peter Berchem geschrieben hat. Der sagt nicht nur, dass er der Jäger ist, er sagt auch spricht auch ganz konkrete Situationen an, die im Krieg passieren. Da jedet für ein Beispiel die Post, die ein Mann gekriegt hat. Ja, vielleicht noch zum Ergänzen, wir haben dieses Jahr dem Peter Berchem seine 100. Todestag gefeiert. 1922 ist er also gestorben. Am Südfriedhof ist jeder eine Gedenkstein von ihm. Und von dem ist hier das Römsche, der schwere Brief. Eine Mutter hat einen Brief gekriegt. Der hat wohl viel rumgelegen. Er kam von Russland her. Ihr Häng, die fingen an zu zittern. Es trug ihr kalt durch all die Glitter. Der Brief, der war so schwer. Und wie sie ihn jetzt das machen,
da sorgt sie ihrem Sohn sing Sache und lad sie für sich her. Sie bild, der Ring vom Nachbarschließchen, sie jellt, sing Ohr, Blumensträußchen. Warum der Briefe so schwer? Dann lasse krisch und mod sie setze. Los wieder, schreit der Riff nom Hetze. Ma fung sie tut nachher. Und in dem Brief, da stund geschrieben, dat ihre Sonn im Feld geblieben. Drum war der Brief so schwer. So viel Menschen, die sterben, sind Zivilisten. Pens und Jung Lück, auch die Soldaten, die sterben, sind ja meistens erst jung. Der Peter Berchem hat auch ne Sohn verloren, seine einzige Sohn, der war ever mal letztlich. Aber er weiß, wovon er spricht, wann er dat Leid, was er da erlebt hat, zum Thema mit und auch wann er frösch, warum das all passieren muss. Er drückt aus, dass er sich da keine Rat weiß. Das römische heißt Herbstgedanke im Krieg. Alt wieder fällt von Struch und Baum ein Blatt nom andere af. Und wieder finkene Frühjahrsstrom sie eng im Wintergraf. Wat sillig hatte de Mai blöd, im Sommer froh gebrat, hätt sich mit'm Herbstwind lebensmüd zum Sterbe hingelad. Dat süd mo so, ja us jo in, solang de Welt besteht. Und keiner fink mi jet da drin, wat alt genug vergeht. Doch, wann in de Frost sich über nach ob Knöpp und Blöte lädt, auf mitten in den Sommerbrach Harelwetter fäht, dann möst der Rack für Leid verjonn. Et Hetzblot steht da still. Du meinst, du künnset nit verstanden, wat dingen Herrjot will. Ja, es fällt ab und es ist nicht so Fall, aber das auch passen, dass wir jetzt gerade in der Zeit vom Herbst sind, wo wir das hier gehört haben. Ein anderer Text oder zwei andere Texte von einem anderen Verfasser haben wir euch noch mitgebracht, vom Gustav Wodacek. Ja, Gustav Wodacek. Der war übrigens noch Soldat. Er ist geboren 1921 und 1985 gestorben. Also der war, ja, ist für 100 Jahre, voriges Jahr hätte man sich ein 100-jähriges Geburtsdatum feiern können. Aber jetzt geht er zu Wort mit seinem Idee, Alt-Köln 1944, also ein Jahr, ehe der Krieg aus war und Köln schon am Boden lag. Ohne Truß, ja nicht durch Straße, uns Alt-Köln steht nicht mehr. Tränen stammen in der Ohren. Herrgott, das hätt's mal wie. Alles ist zerbombt, zerschlagen, schwarz verbrannt und kot und klein. Dat, wovon man draußen träumte, überall nur Schutt und Stein. Ob in nem Dörpel huck ne Lanzer, ein Stück Jiffel, Drupp in Rot, hingeschrieben wie mit Hetzblut. Vater lebt, de Mam ist tot. Bittersche,
steht ungedrungen, ob dem Reststück Jivelsmoor. Für der Lanze ob dem Dörpel geht der Mittenwelt zum Tor. Wieger ja nicht, Stolper Wieger, Birrschuh, Trümmer, han dazwischen ob einem Halle verkohlte Balke mich Satz und ausgekriegt. Doch dann höre ich Kinderlache, spür nicht, alles ist verloren. Und dat lied mich stillchens hoffe, Gölle weht uns neu geboren. Dat Gedicht hätte geschrieben, wie er als Soldat 1945 auf Urlaub nach Köln kam. So hätte Selles die Bemerkung am Schluss vom Gedicht geschrieben. 1944. Wir sind echt froh, du hättest am Anfang gesagt, dass der Gustav Wodratschek der Krieg überlebt hat. Er hat echt drastisch beschrieben, wie verzweifelt er war und wie bedrückt und auch wie würdig. Aber er hätte auch nicht verpasst, der andere Lück Mut zu machen, he durch das Lachen von de Pens und in dem letzten Gedicht für Hück auch der Mam, überschrieben Feldpostbrief. Lieb Mutter, wann wie düstere Wolke ins Schwermut lädt sich die Hetz, krieg man nicht und bist nicht traurig. Lot an Flöckens Himmelwärts. Lose an die julde Sterne, wie sie leuchten, klar und hell. Spiele dir min Augen wieder, bin der nur dann, nur schnell. Ich läuf mal, ne Blick nach boven still am Abend, himmelwärts, der helle Welte überbrücke. Bring uns neuer, Hetz an Hetz. Wann auch Dorne, die Hück noch falle, Stadt und Dorf verungern, lass da nur der Mut nicht nimme. Auch dat weht vorüberjon. Einmal wird die Glocke lüge. Us es Dutschlag, Mord und Krieg. Einmal kommen heim ich wieder, dann wird Strahle ding Gesicht. Wieder riefen man am Hammer, Spieß, gell, Zeichenbrett und Ploch. Schöner wie du Strömer warst, nö, wat Krieg und Wahn zerschloch. Ja, wünschen wir uns, dass es bald wahr wird, was der He so schön beschrieben hat. Leeflückscher, normalerweise haben wir am Ende von unserem Podcast immer so eine Sprachkurs. Das machen wir heute nicht, das ist ja nie so eine literarische Folie, die wir aufgenommen haben. Aber es ist uns erg wichtig. Sprachkurs machen wir in dem Sinn, dass man sagen kann, dort doch nicht mit dem Sprechen auch in der düsteren Zige abhören. Ich habe nicht selbst erlebt, dass der Lück nicht darüber sprechen konnte. Sei es, weil sie selbst nicht über die Lippen kriegten, kann sein, dass sie nicht daran erinnert wurde. Es kann sein, dass sie die anderen damit nicht bedrückt machen wollten. Also ich habe nicht selbst erlebt. Mein Vater hat viel im Krieg erlebt. Er war ein paar Jahre in Russland. Ich glaube, er hat nur einmal darüber gesprochen. Und das war es dann auch. Und ich habe mir inzwischen sagen lassen, und ich habe wohl jetzt davon geerbt, nicht darüber zu sprechen. Und ich möchte, es steht mir vielleicht nicht so, aber ich sage trotzdem, es ist nicht gesund, wenn man die nächste Generation nicht richtig aufklärt. Aber ich weiß, es gibt Leute, die können das im Gegensatz zu mir. Und ich kann euch nur den Rat geben,
sieht er so Jod, spricht drüber. Und wenn er drüber Grieche mit, ist das auch Jod. Das die Grieche geht manchmal, dass man wieder freier atmen kann. Lief Lukscher, das war jetzt eine besondere Podcast, der hätt man nicht jedes Mal und ich hoffe, dass man euch nicht verschreckt gemacht haben und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Kölsch ist nicht nur für das faste Lovend, es ist für das ganze Leben auszudrücken. Tschö.